Hallo miteinander. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harveys neue Augen. Wir wissen noch nicht genau, wer der Harvey ist, der kommt erst noch. Wir haben da jetzt gerade Zuka und Shai kennengelernt, aber die können uns nicht helfen. Lilly würde das Rezept später lesen. Gut. Sie sollte das Essen ja nicht selber zubereiten, sondern es lediglich zu Doris bringen. Genau, wir müssen nämlich noch das Essen für die Katze von der Oberin besorgen. Das ist der Gerät, hä? Und was sind die anderen für drei? Strange, hä? Aha, da war Garrett ja schon. Lilly beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Ah ja. Hey, da ist ein Ballon. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Schade. Kronleuchter? Der Kronleuchter baumelte unerreichbar an einer Kette, die bis zum Turm hinaufreichte. So wurden die Kinder in Versuchung gebracht, darauf zu schaukeln, ohne es jemals wirklich zu können. Okay. Ins Treppenhaus, zum Klosterflur. Was ist denn da? Sind wir von da gekommen? Nicht, oder? Nein, keine Ahnung. Aber es heisst ja, wir sollen jetzt am Gerät hinten rein. Was? Habt ihr die Figuren gesehen? Da hat's Knallfrosch dran. Alright. Eben. Ab in die Kapelle. Schulrabauker. Wen haben wir denn da? Grusel-Lilly. Wieso Grusel-Lilly? Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachtisch? Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Ja! Sie putzt, sie kocht. Ich lege Eklig ist Thermit- das. Und ich lege gefährlich. Thermiten Denn spielen, irgendwie endet Spuren. immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Mann, traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt Ja. bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberen unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee! Was nimmt er mir weg? Aha, das Rezept. Ich Scheiße. wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Naja, immerhin sind sie jetzt weg. Gehen wir in die Kapelle. Da wäre die Kantine, da wäre der Brunnen. Ja, wir müssen jetzt erst das Rezept wieder zurückholen, bevor wir in die Kantine können. He? So. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Hä? Da ist noch der Frank. Frank war voll und ganz mit den Bodenplatten beschäftigt. Wieso? Warte. Nein, nichts. Hä? Ich dachte, ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer. Oder ein versteckter Billardsalon für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht, was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Genau. Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Liften. Liften. Wo ist der Gerrit? Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab,
dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dauert dieses Schaden, hä? ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Okay. Erzähl mir ein bisschen über die Kirchenverschwörung. Es tut mir leid, Lilly, aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Ja, mich auch. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug, oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Was ist da mit der Bodenplatte? Sag mir das nochmal. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und Aha. wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Natürlich. Tempelritter-Symbole, wenn ich welche sehe. Und wo Natürlich. Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich Du hast doch mal ein überhaupt- geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren, dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung am Schlafittchen, falls es sich um eine mit Schlafittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Oh, wow. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Jupp. Alles, was er sagt, ergibt Sinn. Schau, ich habe einen Presslufthammer für dich. Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Wieso Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Probier doch Sonst einfach rum. hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Oh, oh, oh. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Habt ihr gesehen? Die Technik drin. Hey, Frank! Frank! Ah, was soll's. Okay. Das Kreuz gefällt mir nicht so. Holz wackelte lustig hin und her, als würde es tanzen. Lilly überlegte kurz, ob sie Frank darauf aufmerksam machen sollte. Aber er war gerade damit beschäftigt, irgendeine Verankerung zu zerbohren. Oh, oh. Ja, Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lilly einen Plan hatte, dass sie darüber nachdachte, Garrett in den Beichtstuhl zu locken und dann einen Riegel davor zu klemmen. Aber Lilly dachte gerade an Ponys. Ich würde ja jetzt... Aber... also komm, mach mal auf da. Da Hightech-Zeug. Eine Wow. Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Eine... Kann ich da nichts machen? Ich würde ja... dass sie... Aber Schade. Komm, wir gehen mal rein. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hin murmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ah, was soll's. Ja, whatever. Aber da hat es ein Holzbrett, hä? Das nehmen wir. Yep. Sonst hat es ja noch nichts mehr, hä? Ja, keine Ahnung, was wir mit dem brauchen. Jetzt gehen wir sonst mal weiter. Ich hoffe, dem passiert da nichts. So, wo gehen wir her? Jetzt ist still, hä? Wenn wir zum Brunnen, was wollen wir eigentlich mit dem Brett und dann wollen wir machen? Und wir gehen mal in die Kantine. Auch mal rumschauen. Hä? Aha, nicht richtig angeklickt. Oh, Mutter Oberin ist da. Oberin Ignaz. Nimm doch da ein bisschen Früchte. Und Kokosnuss. Und Äpfel. Hey, kann alles. Kann ich es mehrmals nehmen? Lilly hatte sich bereits mehr an der Obstbar bedient als ihr Zustand. Lilly nahm sich vor, sich später selbst dafür zu bestrafen. Ist gut, Lili, mach du das. Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Rein prophylaktisch, ja, ja. Das ist tipptopp. Ich habe nicht Lust Die mit ihr. Oberin trank einen
Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Oh ja. Das hilft nämlich nicht. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Wo ist Selbstbeherrschung? Ich war selbst. Das Selbstbeherrschung Aha. fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Hyperventilieren. Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn Alles das klar. Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Gut, dann werden wir das nächste Mal machen. Nein, zuerst anschauen. Lilly mochte Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Mist? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, dreh ich dir eigenhändig den Hals um. Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben. Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Bestimmt. Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von wow. dieser ganzen Gewalt und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem Oh, anderen wow. den Kopf abdrehen. Oh wow. Wo sind nur meine Einweggläser? Ein Ich brauche etwas, Weggläser. um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Hunger? Bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern und einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Danke bei meinem idiotischen Anwalt. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was Oh, ich mein heute Kopf noch tut weh zubereiten von ihrer werde, Stimme. ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Okay. Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Es ist mir geklaut worden. Aha, schau mal das an. Das sind 3 neue Kein Aufgaben. Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Okay. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Aber wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Ui, du. Hey, es wird immer schlimmer und mir tut der Kopf weh von ihrer Stimme, aber ich muss jetzt das letzte noch anklicken. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit, 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung, bla 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 bla. Oh, wow. Willst du das wirklich hören? Nein, ist gut. Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt... Ist gut. Einen schönen zusammen. Eieiei, was ist das? Was ist das dann auf einer Anstalt, hä? Gehen wir zum Klosterflur. Ich glaube, da oben ist eben irgendwo ein Klassenzimmer dann. Hey, Capo. Capu war der netteste Junge der Klosterschule. Wirklich? Lilly mochte ihn so gerne, dass sie sogar ihre Kakao nach ihm benannt hatte. Dabei fiel ihr ein, dass sie schon seit Wochen Löcher in die Dose stechen wollte. Oh. Lilly, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht zu sehr über Shawnee. Er ist ein Idiot. Ich Das ist finde wirklich dich nett. toll, genauso wie du bist. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer. Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. Ja, das war wirklich nett gewesen, hä? Da ist das Klassenzimmer. Sammlung. Komm, gehen wir jetzt erst noch die Sammlung anschauen.
Alter Greis, okay. Der lebt? Nanu, das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann aus dem Geschichtsunterricht. Okay. Zum Geschichtsunterricht. Lilly hatte sich eine Muskete zum letzten Nikolaus gewünscht. Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen gefallen war. Ah, super. Kommen die mit? Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ich mag zwar alt sein, aber ich kann dir Geschichten erzählen. Da schlackerst du mit den Ohren. Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinderausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Also lass die Finger. Die Finger. Okay. Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Das ist die schon lange tot, oder? In dem Regal gab es 3 leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Was hast du zu erzählen, alter Greis? Guten Morgen. Besuch. Was für ein seltenes Tier. Der Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Wie unhöflich von mir. Sorry, ich bin gerade vergaß völlig mich verpeilt. Was hat er gesagt? Vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ah, Ja, ich habe in meinem Leben so einiges Tibet, rief ich. Unter 3 verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja, ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die, Was kommt jetzt wieder? in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Unterhose? Doch, über Geschichte erzählen. Du erzählst das gut. Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Ja, ist Darum gut. habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich ja. musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter gibt's der wahrscheinlich wirklich etwas, Schulkapelle ja? ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Tempelritter in der Grabkalbe. Sag mir doch was. Was? Ich muss kurz eingenickt sein. Dabei wollte ich doch gerade diese spannende Geschichte aus meinem Leben erzählen. War es die Geschichte, wie ich bei dem Versuch, den Seeweg nach Kapstadt zu finden, den eurasischen bestimmt. Kontinent entdeckt habe? Ach, ich weiß. Ich wollte dir erzählen, wie ich den Tempelrittern beim Bau der Klosterkapelle geholfen habe. Richtig? Genau. Ich war besonders fröhlich, weil ich eine Banane gegessen hatte. Banane? Oder war ich traurig, weil es wieder nur Kokosnuss gab?
Nein, die Kokosnuss war damals, als ich für meinen Heldenmut vom trojanischen Bürgermeister den Schlüssel Ich habe eine zur Banane Stadt und eine bekommen Kokosnuss. habe. Und jetzt kommt noch Äpfel. Oder war der Heldenmut Aha. bei den Deicharbeiten in Atlantis? Da Oh. hatte ich aber einen Apfel dabei, glaube ich. Aber war ich nicht eher schläfrig in Atlantis? Und wütend beim Kapellenbau? Na, so ein Kokolores. Ich bringe ja alles durcheinander. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Okay. Gedächtnisstütze gebaut, damit ich mich an die Position der geheimen Grabkammern unter der Klosterkapelle erinnere. Oh oh, Oh oh. irgendwer hat das Regal aufgeräumt. Ja, ist schon Da klar. müssten normalerweise Hinweise auf die 3 E liegen. Emotion, Einstellung und Essen. So kann ich mich nicht zum Affen machen. Also, mal sehen. Hinweise, Tempelritter oder Erinnerung? Gehen wir doch zuerst den Tempelritter nach. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ja, das wissen Eine alle. lehrreiche Geschichte über meine Zeit bei den Tempelrittern. Leider fehlen mir noch wichtige Komponenten für Ah, meine alles klar. Erinnerungsstütze. Wir müssen Wüsste zuerst ich doch nur, aber ich habe nur noch 4, um genau. 4, okay, Tipp Wie 1. jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Okay. Ich habe da einen Notizblock. Tipp Heroische 2. Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Okay. Mut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Schreib das mal auf da. Also mit Äpfel ist er nie traurig. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Oh, schläfrig. Ist gut. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempel Weder half, fröhlich, war ich also hat er weder eine Kokosnuss fröhlich über gehabt. einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Hey. Okay. Du noch mal eine kleine Erinnerung Nein, erzählen, ich nein. überlege mir das noch. Keine Sorge, ich habe deine Frage von vorhin nicht vergessen. Mhm. Im Gegenteil. Ich bin dafür bekannt, mich immer an alles zu erinnern. Nur in Das welcher Reihenfolge? verdanke ich einem kleinen Trick, den ich damals von einem alten chinesischen Maurer gelernt habe. Alles, was ich brauche, ist eine Ja, das wissen wir doch. Gedächtnisstütze. Das erste E, es zeigt mir, ob ich in der Situation traurig. Das zweite E, es erinnert mich daran. Ob das dritte E, um mich zu erinnern, muss ich die Vitamine. Ja. Gedächtnisstütze, die 3 E's. Also, es ist jetzt mal gut. Ich habe keine Ahnung. Tu einfach mal rein. Was? Das war die wenn Lilly wollte, dass eine Emotion. Wieso nimmst du dann weg, Lilly? Das war die wenn Lilly eine Emotion. Mach auf. Kennen wir? Aha. Leute, ich mache das nächste Mal sonst. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. He? Bis dann. Peace.